Dit is de vierde predigt, die reden als Johann dit. In de laatste weken hebben we ons besonders met Abraham beschäftigt. Gott beraubt jam uit een heidnische familie, wat meist nichts van den woorden Gott wist. Gott wil op Erde nie het Volk ontvangen, en Abraham zal de vader van dit Volk zijn. Wat Gott am beraubt te doen, fordert aber veel Glauben, wils Gott am Versprechungen mög, wat vele Wunder verlangden, om erfüllt te worden. En zo sagen wir das letzte Mal, wo Abraham zijn Glauben sich immer weiter mit Unglauben aufwechselt. Geht die dat ook zo? Mir geht dat werken zo, en ik wens mir, ik kon immer een vasten Glauben haben. Vielleicht jest du grotst durch ne grote Probe durch, so als Krankheit in der Familie. Vielleicht hast du Eiglech in der Wirtschaft, en du weißt nicht, ob du durchkommen wirst. Gott ist immer ganz und gut bei uns, ob uns das schlecht geht oder auch sehr gut. Hij ist immer dasselbe, en door werden wir uns in jeder Lebenslehre ab am verloten. Vandaar will wir in 1. Mose Kapitel 17 wiedergehen. En so wo wir vandaar noch einmal sein, wo Abraham mit Unglauben kämpfen musste, en wo sein Glauben doch eng gewinnen deed. Laatste week hielden wir ab, als Sarah en Abraham proefden Gott seinen Plan een beetje na te helpen. Durch de geboorte van Ismael worden Abraham en Sarah aan, dat einer weg nicht so gut schaffen deed. Dan deed het nog 13 jaar, wat Gott eines Tages weer naar Abraham kwam. Nu weer Abraham al 99 jaar oud. Nu zegt Gott te hem, dat hij zijn bund met hem gedenken wordt, en hem zeer zegenen wil. Dan val Abraham op zijn gezicht, en Gott redt te hem en zegt, du wirst de vader van een grote deel Völker worden. Nicht mehr soll die Nomen Abraham sein, aber Abraham sollst du heiten, wils ik die zum vader van een deel Völker gemerkt ha. En dan deed de Herr dat nog eenmaal waren verspreken, wat hij am al mehrere vorher gesagt had. Dorto verlangt Gott wat ganz niet van am. Abraham soll zijn poort van den Bund ook houden. Dat meint, dat hij soll een besondere teken aanvieren, wat zijn nakomen op immer houden zullen. En dat weer, dat hij en alle mannen en alle jongens zich zullen beschneiden laten. Jeder jonkje wat geboren wordt, zal am 8. dag na de geboorte beschneden worden. Dit teken bedient, dat zij den Bund Gottes houden willen. Wer dat nicht deed, die soll uitgerat worden. So ernst nam Gott dat met diesen Bund. Als Abraham dat hield, val hij ver den Herrn plat op de eerd en fong aan te lachen en zeid op stelles te zichzelf, zullen 100 Jahren noch een kind geboren worden en zullen een 90 Jahren noch een baby kriegen? En dan zeid Abraham te Gott, mocht doch Ismael für die leven. Hier nam de twijfel van Abraham waar de Everhand. Hij wie al tevreden, wann Ismael de oorf zijn woord, wat toen groot het volk worden zal. Aber Gott wie noch lang nicht derch. Hij zei ganz kort nee zu Abraham zijn Vorschlag. Dan zei Gott am uitdrukkelijk wat passieren wordt. Sarah wordt op ihre oude dag nog een sien gebären, en den zullen ze Isaac nennen. Dat zal de rechte oorf zijn, en van dem worden veel Völker komen. Hij zei am sogar wanneer Isaac zal geboren worden, om 1 jaar. Dan hier de Herr op met hem te reden, en Abraham jenken deed wat de Herr hem gezegd had. Hij leidt alle mansmenschen op groot oder klein beschneden. Dit weer dat buiterliche teken, dat Abraham Gott wil gehoorzaam zijn. En zo komen we dan bij het 18e kapitel en 1. Mose. Diese Geschichte geeft ons een zeer goudet beeld van wo de mensen te Abraham zijn tijd leefden. Abraham leefde in Zelten, dicht bij de grote boom bij Mamre. Dat weer bij middagram als dat zeer heet weer. Ik denk dat motten zo zijn bij 40 Grad geweest. Abraham zat im Schatten bij de Zeltea en hij zag op eenmaal 3 mensen aankomen.
Dan rand hij deze vreemde entgegen en verbergt zich zo aan, zoals dat dan moet weer. Dan kreeuwt hij aan zij, dat ze zich bij hem uitdrijven zullen, ehe ze wiedergingen. Hij bouwt aan water aan en kreeuwt aan de middag. De mannen nemen deze scheine opnam scheinbaar wellig aan. Ik wonder of Abram dat überhaupt ohnt, wem hij door voor zich houdt. Hij rand schwind nen en ziet Sarah dat ze zal broodkuchen bakken, en den knecht schickt hij een fijne kalf te slachten. En zo wordt voor deze vreemde mannen een zeer schijnend middag gemerkt. Dit onderstreicht voor ons nog einmal, wat voor een jewige natuur Abram houdt. Mij komt het zo ver dat zo'n mensen, wat zich Gott seinen Weg aangeven, deze soort natuur kriegen. Ze denken immer weniger an sich en immer mehr an andere. Wo zit dat bij ons? Denk wie an onze nobers, an onze Geschwister, an onze vriend? Denk wie an zo'n mensen wat het schlechter geht als ons? Have we een hart voor die? Have we een hart voor vreemden? Zo'n wat we gar nicht kennen. Hier bij Abram zei we dat ganz klar, dat hij ook an zo'n mensen dacht en die zeer fijn behandelt. Wer wären dann diese drei Männer? Ein davon wie der Herr selbst über eine Engel gestalt. Dat passiert noch auf andere Stellen in der Bibel. Wenn im Alten Testament vom Engel vom Herrn geredet wird, dann wird der Herr selbst eine Engelgestalt gemeint. Die andere beiden wären ohne Zweifel gewöhnliche Engel. Lothar im Neuen Testament wird uns gesagt, wir sollen freundlich Jast abnehmen, wils to de oude tijd han ze ohne dat ze dat wisten Engel abgenommen. Hier wird dat ook zo. Aber Abram brucht nicht lang luren, wat hij antwoordt, dat dit de Herr weer, wat al verken met am gereed had, aber wem hij nog niemals in deze gestalt gezien had. Dat kwam zo ram, dat de mannen vroegen, wo Sarah weer. Als Abram aanzeed, dat ze hingen im Zelt weer, dan zei de Herr, ganz versicher, wo ik in ein Jahr terugkommen, en dan wordt Sarah die früh in sien haben. Sarah hier dort hinge de gardien en prüst einfach los mit Lachen. Kommt het so onmöglich vor, dat sich dat dollar so'n Spoos anhielt. En so als Sarah dort hier ging, geht uns Menschen dat sehr verken. Wir können dat nicht für sich leben, dat Gott in ons Leben in Wunder daunen will. Wer kann dat geloven, dat Gott een Mensch, wat voor jaren al gesopen heeft, ganz aanmenderen kan, dat hij de buddel niet meer anschiet? Dat is een groot Wunder, wat het overal verken gegeven heeft. Ik weet van mensen, die hoopningsloos in een superie gebongen werden, wat over ganz vrij geworden zijn. Ik weet van zo'n mensen, wat een zeer schweinschet leven vierden en zich immer waren met vreemde Frühes ramdrijven, die over van deze laster ganz vrij geworden zijn. Wo kommt dat? Sie sahen plötzlich an, dat sie sich selbst nicht frei merken können. Sie bekannten den Herrn ihre Sünden und nehmen den Herrn Jesus als ihr Rader an. Als Jesus erst in ihre Horten getrokken wir, dann brauchten sie sich nicht länger besüpen. Dann wären sie auf einmal frei. Dat zijn ook Wunder, wat bloß Gott in ons vollbringen kann. Für Sarah scheint het hier aber allmählich zu bleiben, dat Gott ne 90-jarige Früh noch können Baby schenken. To dit zei de Herr, soll für den Herrn irgendwat tauschwoor zijn? Vielleicht geht dit von dir ook so als Sarah. Du meinst ook, dat de Herr in dien Leben nicht viel anfangen kann. Wat hast du in dien Leben, wat du geleefst, als ganz allmählich zu verändern? Bist du am Süpen, oder an een onreinend Leben, oder an grote Wutanfall, wat die ganz metrieten gebongen? Du hast vielleicht selbst einmal Angst, dat du deine Früh oder Kinderkosten bliebenden Schoden andaunen, wann die Wut ankämmt und du die nicht mehr beherrschen kannst. Dit zijn schwore en zindelige Laster, en die so tun will haben, wie sollen geleven, dat damit nichts te daunen is. Hij sagt uns sogar, dat het nicht viel schot, weil wir dort bloß nicht noch geleven.
Der Herr hält uns verantwortlich, dort wie willig waren, uns davon freimachen zu lassen. Gott sagt dort, du kriegst so es zu Sarah. Erst für den Herrn irgendwas zu schwor. Hij kann uns von diese Schentelgeloste en Sünden freimachen. Aber hij wird dat bloß, wann wir taustonen, dort wir ohne Arm verloren sind. Wir müssen einsehen, dort bloß der Herr uns davon freimachen kann, wann wir am Anrufen und door am Beten. Hast du das all gedonen? Go doch nicht so wieder. Ohne Jesus in dein Leben gehst du ewig verloren. Ob du ab diesen Weg sündigst, oder op een anderen Weg, wo die nicht so grof wird kommt. Ohne Jesus im Leben ist jeder Mensch verloren, ob er viel oder wenig gesündigt hat. Wir kommen aber wieder zurück nach unserer Geschichte. Dann will Sarah dort noch verstreiten, dass sie am Unglauben gelacht hat. Wird es ohne Zweifel nicht gut genug, dass sie so einen großen Unglauben für diese wichtigen Menschen bewiesen hat. Vielleicht wird sie dort noch gar nicht geworden, dass der Herr bei uns spaziert. Dann stunden die Männer ab, wieder zu gehen, und checkten rauf ab die Städte von Sodom und Gomorra, wo die Ungen an die Deipe liegt, lang dort auf die Meer lagen. Abram will noch ein Ängstchen mitgehen. Vers 17 sagt dann, was sehr interessant ist. Der Herr aber seht bei sich, soll ich Abram dort verstärken, was ich tun will? Abram soll jedoch ein grautet und ein starket Volk worden, wodurch alle Völker auf Erden sollen gesegnet worden. En so deed der Herr Abram dat sagen, wat hij nu im Sinn hat. Hij zei, dat kleurige schrie über Sodom en Gomorra is wahrlich sehr groot, en ihre Sünden sind wahrlich sehr schwer. Ich will raufgehen, zu sehen, ob das wirklich so schlimm ist. En so gingen die beiden Engel los, aber Abram bleef noch vor dem Herrn stonen. Diese Nachricht deed Abram aber sehr beunruhigen. An wem glaubst du, dacht Abram nu? Voorts kam am der Gedanken, dat Lot da ungen wohnt, en dat hij en seine Familie nu een grote Gefahr stunden. Dann seht Abram zum Herrn, wirst du wirklich die Gerechte mit der ungerechte Taub wegropen? Vielleicht jaftet 50 Gerechte in die Stadt. Wirst du die Gerechte umbringen, in die Stadt nicht vergeben, die 50 ihreshalben, die darin wohnen? Sonst jaftet doch nicht, dat du die Gerechte mit der Ungerechte doodmerken wirst, dat sie alle überein behandelt worden. Sonst jaftet doch nicht, wird nicht der Herr von der ganzen Welt das Rechte donen? Ist dat aber nicht zum Staunen, wo mutig Abram hier wir. Hij redt dem Herrn doch sehr brav an. Wo kann dat? Wir müssen hier ein Ding klar sein. Dit wir nicht ne falsche Bravheit. Dit wir ne heilige Bravheit, wils Abram dat nicht sich selbst ging, aber andere. Ging dat erstens Gott seine Ehe. Wat würden die gottlose Völker alle über Gott sagen, wenn hij wirklich kein Unterschied mögt zwischen der Gerechte und der Ungerechte? Hij kann den Herrn persönlichen wisst, dat hij gnädig wir. Hij wisst ook, dat hij ein gerechter Gott wir. Dit scheint am allmählich zu sein, dat Gott die ganze Städte von Sodom und Gomorra verdorben wird. Aber an Abram sein Denken wie ein Missverständnis. Hij glaubt, da würden doch viel mehr Gerechte sein, als wat wirklich wären. Warum fängt er dann mit 50 an? Glaubt Abram doch ganz genau, dat Lot in diese Jahren dort würden Zeichnis für den Herrn gewesen sein, und dat sich bestimmt ne ganze Reihe Sodomiter und Gomorriter sich bekehrt haben. 50 wär je nicht ne höhere Sohl. Dann seh der Herr, wann ich in Sodom 50 Gerechte fing, dann wo ich erzhalben die ganze Stadt verschaunen. Dann fang Abram an wieder noch ungen zu handeln. Erst ging herauf noch 45, und dann noch 40, dann noch 30, und 20, und endlich noch 10. Da hielt er dann ab. Abram will es nicht gut genug, noch einmal zu fragen. Gott hat jedes Mal angewilligt zu Abram seine Frau.
aber bei 10 bleef Abraham stonen. Sicherlich wird 10 taurigen am laut te raden, aber hij wist dat nicht, dat nicht mal 10 Gerechte in Sodom und Gomorra woonden. Dit is een zeer schijnend Beispiel van wat het meint, voor anderen am Gebet aan te stonen. Wat Abraham hier deed, is wat jeder Kind Gottes doen soll. De Bibel sagt, wir sollen für andere Menschen beten. In 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1-4, sagt der Apostel Paulus so: Erstens rode ich, dat je aanstonen, beten, aanroepen en danken voor alle mensen, voor kleinie en alle wat een verantwoording dragen, dat je mochten een ruhig en een stellend leven vieren en alle fromigheid en eerbaarheid. Dit is goed en aangeneem in de uren van God onze Heiland, die dan mocht dat alle mensen geraad worden en tot de erkenntnis van de waarheid komen. Gott wil het ook niet, dat die Menschen in Sodom und Gomorra sollen verloren gehen. Hij wil nicht den Tod vom Sünder. Aber hij kann auch nicht die Sünd ohne gestraft geraterwassen lassen. Dat Gebet heeft eine wunderbare Kraft. Dadurch wengen Menschen Verken wat nicht von Gott weiten wollen. Wieviel Eltern haben al für ihre Kinder gebet, wat sie ganz in schlechte Gesellschaft hadden nangegeben. Wo Verken erst dann bauende Verändernis te bemerken gewast. Ich denk hier besonders an eine wahre Geschichte von einem Prediger, wat sehr in der Missionsarbeit tätig war. Dis Mann hat aber ein Sehen, wat von Hüs gegangen war, en ganz in der Welt in einer schlechten Gesellschaft lebt. Hij hat den Glauben an Jesus den Regen gedreht. Die Vater gaf aber nicht ab. Hij wie ein Reiseprediger, wat weit von Tüs war, als Gott ab einmal besonders zu am Red. Hij kreeg ein innerliches Verlangen, nichts anderes zu tun, als nu grots für seinen Sehen zu beten. Hij zei die Lied, wo hij eingebracht war, dat zij an dem Tag nicht zu Mahltiden raupen sollen. Hij will ganz für sich allein sein en beten. Der Druck zu beten wir sehr stark ab en so bet hij den ganzen Tag durch für seinen Sehen, dat hij sich doch mocht bekehren. Ab einmal lot namiddag puttert wer an seine Deur en seht, hij soll nom Faun kommen. Als hij dat Faun nam, red door zijn Sehen, für dem hij gebet had. Want hij ook viele hunderte Mil weg war, hat Gott da wegen doch an ihm gearbeitet. Hij seht ganz einfach zu seinen Vater: Pape, ich sie teruggekommen Herrn. Wir können uns vorstellen, wo dankbar der Vater sich gefeilt hat. Abraham wird dann auch denselben Druck gefeilt haben, zu beten für die gottlose Menschen in Sodom und Gomorra, und vielleicht auch für Lot. Aber wofür soll wir dann beten? Bei Abraham ging es darum, dass nicht all die Menschen sollen verloren gehen. Das soll auch uns erster Wunsch sein. Wenn ein Mensch sich in diesem Leben nicht zu Jesus bekehrt, und ihm in sein Leben nicht anlädt und abnimmt, dann ist der Mensch nu all während er lebt verloren. Wenn er dann aber so stirbt, geht er ewig so in der Hall verloren. Bist du al geraten worden? Weißt du, ob du über deine Sünden hast Buße getan? Und hast du Jesus in dein Leben abgenommen? Ist er nu bei dir und kannst du kragt so mit am Reden, als Abraham mit am Reden deed? Dat ist der wichtigste Entschluss, was du in dein Leben merken kannst. Wenn du das getan hast, dann trafen die Wörter von Paulus. Dann kannst du frei beten, dass deine Kinder, deine Geschwister, deine Freundschaft und all die, was du kannst, mochten zum wahren Glauben kommen. Wenn du das noch nicht getan hast, und du noch kein Friede über diese Sache hast, dann dau im Glauben dit Gebet no beten. Lieber Herr, ich komm von dir nur die. Ich sto dat toe, dat in mijn Leben viele Sünden sind, en ik bid die, dat du die vergifst. Ik neem die, Herr Jesus, nu in mijn Leben ab, en ik bid die, dat du mijn Leben von nu an regierst. Als Teken von meinen Glauben dank ich die, dat du mich annimmst.
Ich bete ook für all meine Geschwister in Freundschaft, dat die ook mochten an ihr Leben abnehmen. Amen. Wenn je noch Fragen haben, über dort, was je auf dit Programm gehört haben, meine Telefonnummer ist 204 346 0523. Ich wünsche you allen eine gute Week. Op